Habidere und Tschüss Satz zu Before We Leave. Und wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, und zwar bei Bauen von die Glashütten. Einziges Problem ist, wir brauchen mal Stor dafür und Holz. Haben wir da überhaupt schon Stor? Nö. Haben wir da Stor auf der Liste? Stor. Jo, hätten wir auf der Liste. Ja, man kann jetzt da zum Beispiel was auch verbauen. Das ist aber auch ein bisschen doof. Das ist echt ein bisschen doof da an dem Point. Ich muss sagen, das ist da auch schwierig irgendwie, ne? Man muss halt eventuell... Ja, war doch genau das, was wir nicht haben. Und zwar Stor. Wir könnten den da jetzt mal abreißen. Weil wir müssten da eigentlich aufhören. Es führt gerade kein Weg vorbei da dran. Dann bauen wir da einen Aufzug her. Der wo uns dann da Vierer bringt. Und da können wir dann einen Steinding bauen. Weil Eisen, muss ich ehrlich sagen, ich hätte mal auf dieser Insel gäbe es nicht mal Eisen. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass wir später irgendwann auch die Sachen im Wasser irgendwie was abbauen können oder erforschen können oder so. Ja, zum Beispiel, wir könnten ja dies auch erforschen. Oder nein, dies nicht. Aber dieses komische Konstrukt da auf der anderen Insel. Dabei. Siehst du. Schau mal. Jetzt können wir uns das anschauen auch noch. Wähle eine Option, um die Insel zu verändern. Entscheide klug, denn diese Option ist dauerhaft und irreversibel. Option 1. Metallproduktion, Eisenerz, Eisen und Stahl auf 100%, 60% und das Normalwert ändern. Option 2. Produktionsgeschwindigkeit von Felder auf 300% des Normalwerts festlegen. Die Verschmutzung lagert sich doppelt so schnell an Kacheln ab. Oh, das ist natürlich nicht so geil. Produktionsgeschwindigkeit von Felder auf 1000% des Normalwerts festlegen. Produktionsgeschwindigkeit von Minen auf 20% des Normalwerts festlegen. Also wenn du da drauf nur Felder drauf hast, boah, das ist natürlich auch wieder Metallproduktion nicht mehr. Das ist glaube ich das Beste. Das ist das Cleanste und das Beste wahrscheinlich, da wir sowieso Metallprobleme haben. Und dadurch einen ultra massiven Boost haben wahrscheinlich. Aber es wird die Zeit zeigen, wie es ausschaut. 5 Glas brauchen wir da immer noch, ja. Wo ist jetzt eigentlich unser Hafen da? Kann man mal Glas einstellen. Ja. Und schau mal, wie geht's da voran? Was brauchen wir da? Werkzeuge, da brauchen wir. Wir brauchen dringend Werkzeuge. Das ist schlimm, weil die keine Werkzeuge haben. Schaut eigentlich da jetzt mit der Verschmutzung aus? Oh, wird langsam, gell? In seltsamer Stille und Art und Weise ziehen sich die ich hasse das so viel. In seltsamer stiller Art und Weise ziehen sich die Wedel des uralten Gebäudes in den Boden zurück und brechen anschließend wieder hervor. Sauber und vor Kraft strotzend. Gleichzeitig breitet sich eine Welle über die Insel aus und verändert irgendetwas. Ah. Oh, wow, ja, stimmt. Geil. Das ist ja cool.
frage mich, was da alles sich geben könnte dann. An Verbesserung. Was ist denn dies, Alter? Das ist einfach eine Ruine. Die habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Oh, ach, das ist eine Rieseninsel. Stimmt. Die habe ich gar nicht realisiert. Was das so eine riesige Insel ist. Na, dafür habe ich das Schiff opfern können, ne? Stimmt, da war was. Da ist nur. Da ist auch wieder. Weil da gibt es echt diese Insel. Kein einziger Berg drauf. Das ist ja Paradies. Ist da. Alter. Jesus. Wahrscheinlich hätte man auf der eher bauen sollen. Beziehungsweise na, weil auf der Insel keine Storvorräte haben. Aha. Natürlich auch interessant dann, wie sich das entwickelt hat. Wir haben keine Werkzeuge, das ist semi-optimal alles. Müssen wir mal ein bisschen Speed. Aha. Weil ohne Werkzeug können wir die Häuser nicht verbessern. Das ist natürlich sehr doof dann. Dini. Werkzeuge. Oh, das ist echt scheiße. Weil ich gerne mal auf die Insel 1 gehe, oder? Dann braucht man auf alle Fälle nur mindestens einen Werkzeugtypen. 620. Aber es ist ja auch gar nicht so viel Stahl oder Eisen da. Wenn das jetzt mal abgebaut ist, dann muss man dahinter bauen und dann können wir da ja eigentlich auch ein Ding herbauen. Das ist halt auch sowas. Von dem. Das ist lustig, diese Leute, die da haben, die haben nie im Schutzraum gewesen. Weil sie am Nachfahren von denen. Das finde ich immer so ein bisschen. Ja, das ist wieder überlastet, der ganze Ding da. Wieder mal überlastet, das Ganze. Deswegen dauert das so lang. Nein, das wird wegreißen. Müssen wir einen Reiniger woanders wieder. Reißen wir die 2 ab, da kommt der Aufzug her. 5, 1. Dann haben wir schon mal 2 Leute, also 2, die gleichzeitig gehen können. 4, 3. Da kommt wieder ein Reiniger her. Ja, das ist halt ein bisschen kritisch, das Ganze. Ja, viel besser. Also. Ja, jetzt sollte das alles ein bisschen besser gehen. Da ja. Jetzt läuft das mit dem Zeug. Das ist, weil der Aufzug stark war. Da kann man nur einen her, da. Das war jetzt, glaube ich, nicht das Problem. Was sagen da, jo. Braucht dies da eigentlich nicht. Da hat da lieber auch nur einen Aufzug herbauen. Das war das Falsche. Genau. Und dann darf halt eigentlich auf der Seite schon mal gar keiner mehr warten müssen. Ach, da haben wir gar kein andersseitiger Ding. Ah, stimmt. Stimmt.
Wo ist meine Maus schon wieder? Das. So. Das haben wir, das haben wir. Was fehlt uns jetzt hier eigentlich? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Was war unser Problem hier? Schaut's mal. Oh. Ich finde das so crazy. Das muss man sich vorstellen. Die machen einfach komplette Felder wieder sauber. Da, der macht einfach den ganzen Block sauber. Ja, da merkst du dann auch, wo es nicht bist. Der verschmutzt ist. Aha. Hab ich auch nicht gewusst. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das ein Verschmutzer ist. Schmusibrette. Hey, warte mal, ist der Planet 2, ne? Stimmt. Na, wieder Holzkraftwerk. Mal die andere Frage. Macht er überhaupt keinen Sinn nicht. Warum? Ah, Holzkraftwerk. Ist die ganze Versorgung an unser Ding. Auf Planet 2 ist eine heiße Wetterlage in Kraft getreten. Wenn sie überall. Was ist eine heiße Wetterlage in Kraft getreten? Wenn sie über eine Insel ankommt, kann sie beeinflussen, wie schnell Pilger ermüden. Auch auf Inseln, auf denen es normalerweise keine Erschöpfung gibt, das Wachstum von Feldfrüchten beschleunigen. Es sei denn, es ist extrem heiß. In diesem Fall wird das Wachstum verlangsamt. Die Effektivität von Solarkraftwerken erhöhen. Ja, das ist natürlich. Aber wo ist das? Wo ist dieses Feld oder? Ach stimmt, das hat es ja auch noch gegeben, gell? Diese Insel da. Aber ich weiß ja nicht mehr, wo das ist. Okay. Aber wir haben hier hinten jetzt erstmal unser Ölkraftwerk. Ja, das macht einfach stupide schon vor Haus aus. Ich muss ja kurz mal schauen, da ist sonst glaube ich kein Kraftwerk mehr. Dann da vielleicht einfach nur herbauen. Überlege, oder warte mal. Mit dies da. Victor. Nehmen wir dies noch weg. Und dann bauen wir einfach da in der Mitte noch her. Dann ist da so gut wie alles unter Kontrolle. Aber das erklärt dann jetzt auch, warum da herum ist, weil sie kommen da nicht her. Das ist der Grund. Und ich habe mich schon gefragt, warum das so ist. Okay, hier oben, da wo jetzt das Kraftwerk war, hätte ich gerne ein Ölkraftwerk, wenn dann herbauen. Dass natürlich der Strom da fließt. Die können nicht alle die ganze Zeit bis da auflaufen. Und das braucht natürlich ultra wenig, weil ich das, also 1 pro Aktion, das macht das nicht viel Sinn, aber Öl ist halt unendlich anscheinend. Gut für uns. Und dann müssen wir nicht extra noch mehr suchen danach. Dann kämen wir hier. Wo ist eigentlich unser. Was ist das? So, die brauchen nämlich Strom, wie man sagt. Strom haben wir da aber nicht. Deswegen bauen wir da jetzt einmal 8 und einmal 2.
Und da haben keine Häuser, gell? Nö. Aber ich dachte dann dahinter gehen mit dem Strom. Brauchen wir Stor, bla bla bla. Das haben wir nicht da. Also müssen wir da mal kurz in die Transportverwaltung. Und dann sagen wir, jo, wir brauchen mal 15 Stahl. Du kannst uns jetzt einmal da hier vorbeibringen. Ja, dann können wir da unser Glas machen und ich kann da Glas schicken, weil du brauchst ja Glas, um das auch noch zu bauen. Und dann können wir endlich nach all der Zeit planetenübergreifende Sachen machen. Ah nein, können wir nicht, das ist bloß Plattform zum Starten. Was brauchen wir für das andere? Weltraumhaufen war das. Werft, da ist das. Startplattform. Raumhaufen. Aha. Cool, das kann man schon die ganze Zeit bauen. Ich bin einfach bloß doof. Ihr hättet mir einfach das da herbauen sollen. Ich bin einfach nur doof. Mir hätte man die ganze Zeit schon Weltraum so auch machen können. Ich bin so dumm. Können wir das einfach instant bauen. Ich bin so blöd einfach. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich hab gedacht, da braucht man irgendwie auch was Besonderes dafür. Aber er braucht bloß was für die Startplattform. Aber jetzt frage ich mich gerade schon, wie dieser Handelsding da funktioniert. Ah, da fliegt dieses kleine Schiff auf, ey, und holt die Sachen ab wahrscheinlich. Oh, ich bin so dumm. Fortschritte. Du kannst nun 2 verschiedene Arten von Raumschiffen bauen. Großartig. Handelsraumschiffe transportieren Ressourcen zwischen deinen Planeten und Kolonieraumschiffe erlauben es dir, dich überall im Sonnensystem niederzulassen. Wenn du die Weltraumansicht aufrufst, kannst du die Einstellung für den intelligenten Transport aller Inseln ansehen und ändern. Beim Ressourcentransport zwischen Planeten überprüft das System die Bedürfnisse deiner Insel. Wenn der einzigste Bezugort einer Ressource ein anderer Planet ist, wird sie automatisch von einem Handelsraumschiff transportiert. Wenn die Insel, welche die Ressource importieren oder exportieren möchte, keine Raumhaufen besitzt, bringen die Handelsschiffe die benötigten Ressourcen automatisch an. Oh, das ist ja geil. Aber jetzt solltest du erst einmal diesen neuen Planeten und die uralte Technik, die du zurücklassen willst, erforschen. Transport verwalten. Vor allem so wieder Rodi. So. Haben wir noch eine Blau? So. So, Ressourcen halt das. Also war das nicht. Die Nummer 1. Startplattform. Stimmt, die Startplattform brauche ich da drüben. Oh, ich bin so dumm einfach. Ich bin so dumm. Also, Insel 1. Hier brauchen wir diese blauen Füllmenge. Füllung. Macht mal Füllung, wenn es wirklich ist. So, dann. Was können wir ausliefern, was wir nicht so viel brauchen? Genau. Dann müssen wir jetzt aber erstmal in den Weltall, wenn ich das richtig sehe. Und dann müssen wir da einer. Nein. Schauen wir bloß, wie das jetzt weitergeht. Dann. Warte mal, ist das überhaupt so Handelsschiff? Ah. Das ist ja nice.
Jetzt sehen wir das erste Mal, wie das da wird. Vor allem, wie du einfach vom Weltraum aus diese ganzen Inseln anschauen kannst. Das ist echt witzig. Ich würde gerne wissen. Aha, also wir dann das per Funk oder was verschicken. Mhm. Mhm. Okay. Oh, da war noch ein Loch drin. Habe ich gar nicht realisiert. Das ist ja mal geil. Das ist ja mal mega geil. Apropos. Schaut doch clean aus, oder? Perfekt, so wieder bloß. Perfekt. Aha, aha. Ich muss ja ehrlich sagen, mit Musik die ganze Zeit ist ja viel geiler zum Spielen, oder nicht? Deswegen verstehe ich ja nicht so ganz. Doch beide auf automatisch. Ist nichts zum Transportieren oder was? Warte mal. Ich muss jetzt wieder die zweite Insel. Stimmt, da ist ja nur rot. Fällt mir gerade auf, ich brauche da ja Öl. Öl. Da, der mal Öl. Dann können wir endlich mal irgendwie was machen. So. Produzieren mindestens ein Gerät, aber welches Gerät? Das verstehe ich nicht so ganz. Die werde jetzt wahrscheinlich wieder zurückfliegen. Ja, jo. Okay. So, jetzt 64 blaue dabei. Das heißt für uns brauchen wir ja nicht Ding sein, sondern gleich die Forschung, dass wir jetzt mal schauen, was wir eigentlich freischalten werden. Strommasten war schon sehr nice, muss ich schon sagen. Strommasten, dann können wir direkt alles verbinden. Aber sauberer Strom war natürlich auch mega geil. Aber wir können bloß entweder dies oder dies machen. Ich glaube, dass dies erstmal wichtiger ist. Dass wir dies machen können. Was ist bei der Logistik eigentlich? Erlaubt immer da stehen Lagerknotenpunkte. Hocken war einfach bloß wieder mehr Zufriedenheit, Bewässerung ist für Wüsten. Das ist einfach nur Zufriedenheit. Dies verwundert mich, dass ich dies nicht einfach machen kann. Raumfahrt. Ich darf auf Strommasten gehen. Ganz ehrlich. Erstmal Strommasten, dann können wir nämlich ganz entspannt die anderen Dinge mit Strom versorgen. Wir haben auch kein Problem mehr damit, dass wir ein Ding haben, dass man sagt so, ja, aber müssen wir da Strom mitbringen und sie müssen nicht die ganze Zeit Strom und ranfassen. Wir haben ja schon mal viel weniger verschissene Zeit, sage ich jetzt mal, Entschuldigung deswegen, aber wir haben viel weniger Zeit, die wo verschwendet wird.
von den Leuten, dass sie den Strom wohin bringen. Ja, dann mache ich so, Bäm, Strom, Bäm. Dann setze ich die Stromdinger an ein Eck und mache da Dinge hin und der Käse ist gegessen. Ganz einfach. Wie schaut's aus? Hat die jetzt schon... Ah, es drückt gerade ein. Okay. Es beginnt. Es beginnt. Was war eigentlich Chemikalien? Warte mal, möglich den Bau einer Chemiefabrik, die Chemie... Ah, das wäre wahrscheinlich dann dazu führen, dass man das machen kann. Die erhöhen die Verschmutzung, aber sie können dadurch besser reinigen. Ich aber den Strommasten. Ich möchte den Strommasten. Immer noch. Ich fällt gerade auf. Es gibt dann lilane. Ahnung. Haben wir die davor auch schon gesehen gehabt? Bevor wir blau gehabt haben. Gut, dann werden wir jetzt mal den Strommasten erforschen und schauen wir uns das auf der Hauptinsel am Hauptplaneten an. Ich hoffe, dass es so cool ist, wie es mir denkt. Dann können wir nämlich einfach sagen, Strom da hin, Strom da hin. Aber das werden wir jetzt dann gleich sehen. So. Das ist schon crazy, ne? Wie so es ausschaut. Was haben wir denn, was ich für ein Gerät produzieren soll? Straßen. What? Habe ich noch nicht gesehen gehabt. Was ist das da? Ein magischer Baum. Ein großer Baum mit magischen Blättern. Keine Effekte. Was mehr denn da damit? Was ist das für eine Logik, Alter? Habe ich nicht gerade Strommasten erforscht? Oder ist das jetzt einfach so? Hä? Bin ich doof oder? Hä? Das wird sie dann nicht irgendwo urteilen. Hä? Also ich würde Strommasten erforscht. Aber effektiv keine Strommasten, wo ich sehe. Hä? Das sind ja keine Ressource, oder? Also ich muss jetzt noch mal reinschauen. Ermöglicht den Bau von Strommasten entlang von Straßen, die Strom von Generation zu Produktionsstätten leiten. Ohne das wir schaltet euch das Straßenbaugerät frei, das für den Ausbau von Straßen... Ah, da schau her. Jetzt erklärt es. Also, wir brauchen den, um diese Straßen auszubauen. Das gerne mal wissen. Das ist ein Doppelfelding. Felsen oder Wälder abreißen? Welche Felsen? Was, wann kann ich Felsen abreißen? Das hätte ich schon lange gemacht, wenn ich es kann. Das ist so ein Kraftwerk.
Da gerne einen Reiniger auf verstellen. Ja, so. Genau. So, also wir brauchen mal einen Straßen... Aber das ist, finde ich, ein bisschen doof, aber okay. Braucht man wieder extra Ding. Elektronik können wir hier nicht abbauen. Muss man schauen, ob das auf irgendeiner Insel da war. Da wo der Elektronik vielleicht da schon war. Aber ich glaube, das war erst am nächsten Planeten. Und ich glaube, dass mir von da liegt eine Ding später. Da war, glaube ich, nirgends die Elektronik drauf. Nee. Waren nur hier. Da war irgendwo so ein Ding mit Elektronik. Es war dann am dem Planeten was. Richtig. So. Weiß man das abgebaut wird, ne? 5-1. Haben wir jetzt zu wenig Leute oder was? Ah, jetzt haben wir mit 12 Jobs, aber zu wenig Leute. Ah, klar. So. Dann, da die da herum. Ich weiß nicht, ob er direkt. Ich weiß nicht, ob er direkt dieses Abbauding für Elektronik bauen kann. Aber ich kann da, glaube ich, einfach so machen. Sie. Es braucht wieder Strom für das. Ist so komisch, gell? Dass die Strom braucht, um das zu machen. Das ist schon ein bisschen komisch. So, jetzt kann auch gar keine Wohnung. Aber es wird der doppelte Wohnraum erschaffen. Stimmt aber nicht ganz. Ja, warte mal. Dann 6. Und dann 5. Aber warum? Ah, weil der auf beides... Ach so, du hast so wieder diese Bonige, wenn du heißer zusammenbaust und so. Ja, das ist natürlich wieder ein bisschen doof, ne? Wenn es 2 heißer nehmen hast, plus 2. Wo ist er? Okay. Ja gut, gibt schlimmere Sachen. Schaut's mit Jobs aus. 19 freie Jobs und keine Arbeit. Oh mein Gott. Okay. Überleg gerade. Kann man da eigentlich einen Brunnen rumbauen? Nicht, gell? Die müssen dann leider da oben gehen. Ich hab mir gedacht, die haben überhaupt kein Tee da, gell? Kann man da auch nicht mit oben. Das kann man jetzt auch mal schicken lassen. Mit dem Raumschiff. Etwas. T. 25. Wir haben nämlich auch keinen. Das heißt, wir können da auch einfach jetzt sagen: Jo, ich hätte da gern Tee. Die haben, glaube ich, gar keinen, oder? Die haben keinen. Machen wir da nämlich auch.
Die da. Das da wird die. Kannst du bitte wieder da zurück, ja, okay? Die haben nämlich auch kein Gemüse. Die kriegen jetzt auch noch Gemüse. Gemüse! So. Das ist von dem her ja wurscht. Weil das Raumschiff nimmt jetzt einfach immer mit, was auf der anderen Insel. Was. Oh, das ist so crazy gemacht. Was soll ich vorstellen? Es ist nur mehr automatisch, dass die Insel das macht, als wie alles andere. Okay. Also, wir bauen jetzt hier Elektronik ab. Das ist wieder sehr interessant, was da so passiert. 16 Jobs und wir haben einfach immer nur zu wenig. Wir sind auf der anderen 2. Das ist die andere Frage. Freie Arbeiter, okay. Status. Ja, gern mal. Ding hat da irgendeiner. Woran erkennt man. Ah, da sieht man das. Hey. Wie genau? Also ich weiß, dass man anscheinend Leute da auffüllen kann. Aber ich weiß nicht genau wie. Das ist so eine Frage. Soll ich irgendwie. Ich verstehe das nicht so ganz. Ja. Also meine Frage ist immer noch, wie kann ich Leute händisch auf ein Schiff da? Warum? Das ist ein Problem eigentlich. Andere Frage. Wer braucht Sprit, das und Elektronik? Es war natürlich ein Riesending, wenn wir das mal da austesten. War ein Riesending, wenn wir das da mal austesten. Das heißt, wir werden jetzt mal da beim Handel die Elektronik auffordern. Da. Da werden wir es umlagern. Da ist wieder nicht mehr was, wo das war. Da war's. So. Wir brauchen Benzino. Benzino, Stahl. Benzino. Das darf mich wundern. Ja, aber das ist auch Benzin, aber wieso? Produziert doch gar kein Benzin. Ah, doch, wenn man raffineriert hat. Ah. Okay.
Wenn wir da Ding produzieren, das ist natürlich cool. Ja, wo ist dieses Teil jetzt? Das ist meine Frage eigentlich. Ist er da nicht schon ans Rumfahren? Ah nein, das hat jetzt erst nur das Ding gebaut. Ah, okay. Jetzt braucht man nur mal was, dass man den da... Also wenn ich das jetzt richtig sehe. Wir haben jetzt erst das Teil gebaut. Und jetzt, also das Gebäude, und jetzt bauen wir dieses Fahrzeug. Das ist ja interessant. Das schauen wir uns jetzt so schnell an, oder? Komm schon. Jetzt mal zu beim Elektronik abbauen. Ich möchte kurz auf die andere Insel schauen. Was ist denn da schon wieder los? Warum dauert denn das da so lang? Aber wieder keine Arbeit da. Deswegen. Ist viel zu wenig immer noch. Das ist genau der Grund, warum ich immer sage, ich habe lieber 2 Leute als wie zu wenig. Weil wenn du 2 hast, dann ging die Arbeit da nicht aus. Das ist halt einfach das. Wenn du ausgehst, hast du das geschießt, du musst die ganze Zeit warten und warten und warten. Das ist halt einfach doof. So. Jetzt hören wir dann aber mal die Elektronik haben. Kommt schon! Bleibst du, Elektronik? Elektronik! Das ist unglaublich. Ich weiß, dass eins im Schiff. Das heißt, hört langsam mal. Ich geb dir das. Ja, ey, ihr braucht auch Elektronik. Und ich hab's gerade gebracht. Jesus. Okay, warte mal. Kann es sein, dass ich erst mit Drucker was verbessern? Wieder kein allgemein Ding oder was? Der was sagt verbessern. Ah, deswegen. Es braucht keinen Strom. Okay, dann macht man jetzt mal was, dass man weiß, wo Strom hinkehrt. Ah. Wo ist er her? So. So. Für mich sowieso so eine Sache, ob der überhaupt aufkommt. So, und daher. Und da herum kommt der Reiniger her, wo ich gesagt habe. Und jetzt schauen wir uns das da an.
Sektor 2. Das ist ja mega geil. Wie geil ist denn das bitte? Oh, da schau her. Tatsache. Richtige Stromleitung drauf. Das schaut zwar nicht besser aus, es ist einfach nur, dass man Strommasten baut. Okay. Machen wir doch mal ein bisschen Speed einer. Ich kann wirklich da fahren. Kaju. Jetzt hat auch keine Elektronik mehr. Mhm. Dies ist ja mal mega gut. Ich möchte gerne dem folgen. Ich will natürlich sehen, wie der Strom da wieder hochgeschlossen wird. Aber wenn der einfach mit einem einzigen wegfährt. Lol. Das ist ja mal crazy. Ich weiß, heute ist wieder ultra lang, aber ganz ehrlich. Man kann nicht sagen, dass das nicht wert war. Okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da und wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge von Before We Leave. Also, Harvey, Deri.